stelle fest, dass man hier ja ganz großen Linien mit ganz viele Sachen ziemlich einstimmig d'accord sind. Menschheit benefiziert vom freien Handel, all Land profitiert vom freien Handel, all Lützeburg braucht freien Handel, ganz besonders. Ich konzentriere mich an meinen Ausführungen ein bisschen mehr auf WTO, an ihre Rolle, an ihre Zukunft. Leider hat die Organisation an den letzten Jahren einen begrenzten Succès. An sicher nur Sachen davor genannt gehen. Es gouf keine klare weltweiten Leadership mehr, was Liberalisierung vom Welthandel angeht, weil das wesentlich mehr komplex gewesen nach 24, 25 Jahren. Es gibt viel mehr Regionalleader mit eigenen Interessen, an eigenen Einflusssphären. Mehr Länder, die wichtig gehen, sind weltweiten Handel beteiligt, also sind diplomatisch aktiv. Viele Länder auf der Welt sind noch heute mehr demokratisch. Und da, wenn es doch mehr für sich, wenn sie Decisionen holen, das tut die Gesinn und TTIP oder CETA-Diskussionen an Europa, an den USA, an Kanada. Wie von vier Rednern gesagt, gibt es eine Proliferation von regionalen Aufkommen. Und es gibt auch eine Tendenz zu einem gewissen Protektionismus, auch nicht nur an den USA. Trotzdem denken wir als RDR, dass WTO kann immens nützlich sein. Das ist ein extrem wichtiger Dialog auf Verhandlungsforum. Zum Beispiel bei der progressiven Globalisierung von Handelsaufkommens, die auf regionalem Niveau getroffen werden, und auch von technischen Standards. Auch eine Globalisierung von einem neuen Schema von Arbitrage wie am CETA-Akkord wäre ein wichtiges Sache. Weiter Anstrengungen für weltweit Handelsakkoren, vielleicht auch nicht mehr auf sektoriellem Niveau aufzuschließen, wäre wichtig. Der Kollege Bauler hat ganz zu Recht darauf hingewiesen, dass Verbesserung von den Handelsfluss für Staaten, die sich nach entwickeln, wichtig sind, und dass man eine Evaluation braucht von den Auswirkungen von Freihandelsaufkommens durch entwickelte Länder auf die Entwicklungsländer. Auch bei der Ausschaffung von Normverträgen für Gleichgewicht zu schaffen, zwischen auf der einen Seite ökonomischer Notwendigkeit und auf der anderen Seite regulatorische Sicherheit, die politisch nötig ist, schenkt das wichtig. Es gibt auf die Aspekte hingewiesen, dem prinzipielle Ja zum freien Handel steht natürlich entgegen, dass es Produkte gibt, und wir wissen, dass die unter Bedingungen hergestellt sind, die inakzeptabel sind. Sie wird durch Sklaverei, sie wird durch Kannearbeit, sie wird durch eine Ruinierung von der Umwelt. En plus machen die Bedingungen die Produkte dann noch nach mehr billig und sie konkurrenzieren. Ich nenne das einfach mal ordentlich hergestellten Produkte an diese Länder. Das ist ganz bestimmt eine Herausforderung, die FTO muss Rechnung tun, die muss diskutiert gehen, an die an Freihandelsaufkommen muss hier niederschlägt haben. Ein letztes Beispiel ist Konkurrenz von Kleinbauern. Ich will einfach mal die ganz normale Lützeburger Bauern an der Agroindustrie, da gesagt, dass eine preisliche Konkurrenz nicht zu gewinnen ist, wenn es eine Zollaufgabe gibt oder eben Subventionierung. An dem Sinne sehen wir allerdings eine große Zukunft für die WTO, und wir hoffen, dass es in der Richtung weiter verstärkt wird schaffen.